Schöne gute Mittag für so ein kurzer Webinar von Haut, wo es darum geht, wie ich eine Steuererklärung auf tax6.lu kann machen. Wir gesehen als echt, wie ein Zertifikat, das wir brauchen. Da guckt man einfach eine Steuererklärung ganz sehr auf tax6.lu zu machen. Und wir wollen ja sehen, wie du auch mal tax6.lu Steuern in Zukunft könnt spüren. Ich stelle mich ganz sehr vor, mein Name ist Patrick Malges, ich von den Mitgründer von tax6.lu, der Plattform, die mittlerweile seit 2018 gibt und die immer möglich ist, Steuererklärung ganz einfach online auszufüllen. Voilà, wie gesagt, heute am Webinar geht es darum, ganz einfach eine Steuererklärung zusammen auf tax6 zu machen. Den eine Steuererklärung möchte, ist vielleicht auch das Wichtigste, was die braucht, alle guten Zertifikate zusammen zu sichern. Wir wollen Steuer pur, das sind nur die wichtigsten. Natürlich, wenn du exzeptionelle Situationen hast, dann sind auch vielleicht eventuell andere, die gebraucht gehen. Mit die heute gucken wir einfach ein zusammen nennen. Das Wichtigste ist also schon mal ihre Peitzettel, also ihr Jahrespeitzettel, Lotto nicht 12 Monats Peitzettel, hey, ich medikrit von ihrem Patron. Normalerweise ist Zertifikatssalär annuell, den ungefähr so ausgesehen wie den Haien, an den dem Moment für Steuererklärung sollte auch benutzen. Dann alles, was da eben könnt aufsetzen, Assuranzen. Bei den Assuranzen ist es so, verschiedene Assurancengesellschaften, die schicken das noch ein paar Bayer raus. Andere, du musst dich anloggen auf ihrer App oder auf ihrem Portal und dann können die Zertifikate aufladen. Bei der Prévoyance Vieillesse, also Zusatzpension, die auch von den Assurancegesellschaften gibt, aber auch von verschiedenen Banken, du hast es selber. Entweder das kriegt ein paar Bayer geschickt, aber nicht, log dich einfach an auf ihrem Portal oder im Webbanking von der Bank. An dem Moment können da ganz einfach die Sachen dann aufladen auf ihre Steuererklärung benutzen. Bausparverträge, wenn du Kontrakt zu Lützburg hast, dann hat entweder bei der Schwäbisch Hall, bei der Wüstenrot oder bei der BAW. Die schicken die stehen normalerweise am Januar, Februar per Bayer zu, die, ob man es bis zum Moment kriegt, den nicht online irgendwo aufzuladen. Soll du vergisst gesehen oder du den vertesselt, kontaktiert die einfach, die schicken nicht dann einfach nach Hause. Dann alles, was Zinsen betrifft, Zinsen auf ihrem Präpersonell, für ein Auto zum Beispiel, oder Zinsen auf ihrem Daheim. Da geht ganz so einfach auch über ein Webbanking, wo du die Dokumente ganz sicher fand. Das ist meistens ein Dokument, an der, wenn du sich Zertifikat fiskal oder so in dem Genre, dann müssen die fanden. Verschiedene Banken, denen wir ausgewählt haben bei einer Bank, schicken ich die auch am Anfang vom Jahr, für das Jahr für drin, auf Bayer zu. Sonst ganz allgemein, was ihr noch braucht, wenn ihr Don gemacht habt, da kriegt ihr normalerweise immer direkt das Zertifikat wieder per E-Mail geschickt von der Assoziation oder per Post. Die braucht ihr in dem Moment für eine Steuererklärung, Krechen, Aufrechnungen oder Maison Relais. Maison Relais ist mittlerweile ja, ob man es für der Schulzeit gratis, aber auch an Vakanzen müssen wir bezahlen. Auch da schicken entweder das Kreche oder Maison Relais nicht automatische Zertifikat am Anfang vom Jahr. Wenn der Käse gekriegt hat, dann fragt das nur, da stellen sich so aus. Wenn eine Person du angestellt hat, für den Stot zu machen, da kriegt von der CCSS automatisch auch ein Zertifikat geschickt. Aber wenn deine Entreprise aus die du botzt, dann schickt die Entreprise entweder auch automatisches Zertifikat oder die fragt ganz einfach die Entreprise, ist so auszustellen. Für die meisten Sachen, die da braucht für die Steuererklärung, kriegt ein spezielles Dokument für die Steuererklärung eben in dem Moment zu machen. Wenn das kommen wir mit Beispiel auf der Autoassurance, hat mir heute so gesehen, du siehst Leute, die laden 20 Seiten von ihrem Autos Assurance-Kontrakt da kann Steuererklärung du fängt an das System auch nicht. Tisch frot du bei ihrem Assureur no für ein Zertifikat zu kriegen, in dem Moment eben noch ich kann helfen. Wenn das alles zusammen hat, dann fängt eben nur mit der Steuererklärung an, die könnt ihr eben ganz einfach bei tax6.lu machen. Wie gesagt, tax6.lu ist eine Plattform, die gibt es seit 2018. Wo hilft sie euch? Meistens hilft sie euch für eine Steuererklärung wie einfach zu machen, natürlich am Platz den famöse PDF von 20 Seiten auszufüllen. Geht daher sicher ein Questionnaire guidiert an die Beantwortfragen und automatisch wird dann eine Steuererklärung zum Schluss ausgefüllt. Und plus sieht der nur nach, wie in Zukunft kann Steuern spüren. Ich mir das ganz einfach. Wenn ihr neu auf dem Sitz sieht, man einfach ganz normal einen Account. Dafür braucht ihr eine E-Mail-Adresse, ihr habt Lust ein Passwort, dann hat er einen Account und dann hat er sich ein paar Möglichkeiten.
Hast du einen Account, wo schon Deklarationen gemacht sind von den letzten Jahren, die steht dann noch immer nach dran, können du Sachen noch gucken, wann eng froh sich die stellen. Wenn der neu aufhängt, da geht der so Strecke gefragt, was er wird machen. Entweder der startet eine ganz alte Deklaration, die fängt einfach bei 0 an, oder auch als Neu-User könnt ihr eine PDF von ihrer Steuererklärung vom letzten Jahr, also die der selber vielleicht am PDF ausgefüllt hat, könnt ihr da hinschlagen und dann geht schon ganz gut automatisch überholen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn der letzte Jahr eine Steuererklärung auf der Hand ausgefüllt hat. Das erkennt das System natürlich nicht. Aber wenn der den offiziellen Formular hast, den der selber ausgefüllt hat, könnt ihr ihn hinschlagen. Wenn der schon eine Steuererklärung bei gemacht hat, dann könnt ihr sich eine Kopie vom letzten Jahr machen. Und da geht schon ganz gut Donne vom letzten Jahr einfach an die von diesem Jahr dann eben überholen. Wir machen das Lummel heuer sagen, den Chef hat 2021 eng bei Taxix gemacht. Du klickst mal einfach drauf. An dem Moment sieht er direkt an der Deklaration für Jahr 2022. Sie doch heu, das ist mir direkt ein Datum hier geschrieben, für welches Jahr die Steuererklärung soll gemacht gehen. Und ihr könnt auch auswählen, wenn das ein anderes Jahr ist, wo der Steuererklärung nach notwendig machen, könnt ihr das eben noch heu machen. Wir mal einfach die von 2022. Weil heute schon direkt gesehen, hier ist rote Punkt und ihr seht den roten Punkt auch hier links am Menü. Das ist ganz einfach, dass irgendetwas nicht stimmt oder irgendetwas dem System Loser schenkt. In diesem Fall hier ist die Nummer, Dossiersnummer, das ist die Brief von der Steuerverwaltung, ist die falsch. Das System hat schon mal geguckt, kann die Nummer so stimmen, das ist nicht der Fall. An dem Moment könnt ihr die eben verbessern, für dass eben der rote Punkt hervorgeht. Und haben noch ein paar andere Rotpunkte, wo man noch vielleicht gesehen was das kann sein. Dann hat überall auf der Seite also ein Sauvegarde kontinuiert, die geht immer einfach weiter. Fügt, dass man hier eine Deklaration geholt, die man schon letztes Jahr gemacht hat, also die Daten alle gut schon überholt. Die ist die Nummer, Firmennummer, Telefonnummer, die Adresse, dass sie bestört ist, Daten von der Frau, also weiter, sie schon da. Ecke kontrollieren, wenn der geplündert sieht, natürlich verbessern, aber sonst können wir einfach Sauvegarde kontinuiert weitergehen. Da kommt dabei, was man eine Situation fiskal, also ich kriege da eine Situation an. Hey, das Familie, die hat eben ein Salär gekriegt letztes Jahr, die hat Kinder, und die ist proprietär von ihrem Daheim und hat auch 2022 schon dort drin gewohnt. Die fand auf alle Formular praktisch oben rechts ein Questionnaire, also Question. Wenn du drüber klickt, dann kommen verschiedene Fragen betreffend das Formular. Die steht da also eine Datenbank mit ganz grob Fragen. Wenn die Info nicht ganz sicher sieht, kann du gucken, ob du nicht eine Antwort fand. Und wenn nicht, dann hat er innerhalb ein rosa Knöpfchen, du da einen Chat, du könnt da also Equipe schreiben, wir haben da Fiskalisten, die haben drin sitzen und die dann eben noch bei Fragen antworten. Medien fanden aber auch einige allguten Artikel, wo meiste gelesen bei so einem Site, fand er einige Hilfe dort so, vielleicht fand er auch da schon selber eine Antwort bei froh, aber nicht, dann schreibt er es einfach. Hi, wie gesagt, muss man die Deklaration vom letzten Jahr überholt. Wir bleiben dabei, Salär, Kanner an Proprietär vom Haus. Und da gehen wir weiter, Sauvegarde kontinuiert. Und wir kommen auf die Zeit, die wir Autoscan nennen. Der Autoscanner ist eine Möglichkeit für ein Zertifikat automatisch hochzuladen und automatisch auslesen zu lassen. Die Steuererklärung wird zu einem großen Teil im Moment automatisch ausgefüllt. Und du musst nicht mit der Hand die meisten Sachen antippen. Wie macht er das? Bei zwei Möglichkeiten, entweder du lädst das Abruf, das sehen wir gleich, oder die wählt ganz einfach Zertifikat, die da beim Computer gespeichert wird, aus. Das machen wir mal hier. Okay, hier ist ein Zertifikat Salär, den wir hier schlagen, den mein Patron per E-Mail geschickt. Was tun wir noch? Wir haben hier Prä bei der Reihweise-Case, holen wir den auch noch dabei. Und was tun wir noch? Ein Dokument von einer französischen Bank. Wir gucken gerade, wie weiter doch interessant ist, wie der Tisch zu lösen. Setzen wir da doch dabei. Wenn ihr es ausgewählt habt, klickt auf Sauvegarde an das System, was möchtet ihr, bei den liest ihr Dokumente, den probiert zu erkennen, wie ein Typ von Dokumente das ist, aus einer Assurance, aus einer Pi, also eine Zusatzpension, Prä. Und da gehen die Daten, die auf den Zertifikaten draufstehen, die gehen in dem Moment sicher. Wir sehen die hier mit drei Figuren. Das erste ist Importer avec Succès. Das ist der Peizettel, das System mit denen erkannt. Und nur automatisch Stunden dann eben rausgelesen, die auf dem Dokument draufstehen. Dann die zweite Figur, das ist Importation à classé. Du kannst gucken, was das ist.
das de Pré vom Pré vom Haus den 180.000 € op. De System wees net dat Pré vom Haus ass dat den extrem teuren Auto den der Kaft huet. Di schei so, dat dem System dann einfach meiheit, dat dats den Pré vun mégem Haus Prämobilier pour Habitation personell, Dir wilt er dun an dann geht er weiter aufgucken, wat du noch steht. Dritte Katefigur, dat das Dokument in der Kant gin, dat ass zum Beispiel de Fall hai, dat das ein Zertifikat von enger franzischer Bank, die hummer net am System well a Frankreich oder an Deutschland an der Belsch sind die Zertifikat net so standardisiert wie zu Lützeburg. Das System kann die Donne net net rauslesen an déi Dokumente, die muss her nur op die Richplatz manuell dabei setzen. Da bis mich später einkehren. Dann wann der fertig steht, kriegt auf mein Kopf Sauvegarde. An dem Moment hat du gerade gesagt, den Prä, das wäre Prä von Zinsen vom Haus, den also so noch umklassiert gehen, importiert avec Succès. In dem Moment hat das System da dem noch proper ausgelöst. Das ist die Engmäßigkeit, die dem hat, die können Dokumente eben hinschlagen, die da auf ihrem Computer gespeichert hat. Die könnt aber auch als App aufladen Handy, für eben die Dokumente ranzuscannen, die da Provider geschickt wird. Die geht einfach im App Store, ob Android oder iPhone, das ist egal. Die sich taxx.lu Scanner, die lädt die auf, gratis. Aber wenn das abmacht, da fragt das System sich schon direkt, die soll den QR-Code scannen. Der QR-Code, das ist der QR-Code, die da hier am Computer sieht, das ist also den an ihrer Deklaration dran ist. Die scannt den. Und da geht er gefragt, okay, was will der Mann, ein Foto oder will er ein PDF von ihrem Telefon hinschlagen, von dir ein PDF, ob er am Telefon gespeichert wird, könnt ihr das auch da auswählen, am Platz vom Computer. Nehmen wir hier ein Foto, dem geht es ein Scanner ab, der halt ein Telefon einfach eine Sekunde über das Blatt. Wichtig dabei vielleicht das Weißblatt auf weißem Hintergrund, das geht natürlich nicht ganz gut. Aber wenn da so wie Heilo einen schwarzen Hintergrund hat, wie leicht das Android lädt, dann erkennt das System automatisch Blatt, hält da dran, die klickt auf dann. Aber da geschieht das, du geht das Dokument ganz einfach auf den Server geladen, die sieht er doch direkt hier. Das System sieht, okay, du hast einen Besuch kommen, hier nicht immer, das System schafft schon drauf, für das zu erkennen. Wenn er dann auf Sauvegarde klickt, dann geht das rangeholt und erkennt auch hier, okay, das ist eine Zusatzpension von der Lalux. Oder die Donnen, die da drauf stehen, hat neben dem Moment gescannt. Dann machen wir Sauvegarde continuer. Aber wenn wir weitergehen, da sehen wir doch schon die Sachen, die wir geladen haben. Zum Beispiel das hier den Peitzel, den wir hatten, mit den Montoren, die eben auf dem Peitzel drauf stehen. Die Montor kontrolliert den Ränke, ob die so richtig sind. Was hier noch fehlt, wir hatten auf dem Testzähler, das ist keine Firma. Du schreibst einfach dumm von der Firma hin, und nach die Gemeinde, wo der schafft, und dann machen wir einfach weiter. Kann das sind die wir schon gleich auf der Deklaration hatten, wenn du noch in beikommen wir, kann natürlich ajouter un enfant, die du beisetzen. Du geht sich einfach immer weiter. Hier kommen wir bei Taus. Du hast den Prä, den wir für drin, also den extra bankär, den wir von der Raiffeisenkasse hatten, den hast ausgelesen, die Monton, die sind automatisch schon ausgefüllt. Einfach nicht kontrollieren. Und dann noch da weitergehen. Ihr kommt bei Frais d'Obtention, wo ihr könnt gucken, ob du etwas erst betrifft. Wie gesagt, du hast immer die Möglichkeit, bei den Evakuieren, wenn du froh bist, zu gucken, was können du eventuell aufsetzen. Sauvegarde continuer. Wir hatten, was die Dépenses spéciales noch geht, also Sachen, die du aufsetzen, hat man ja just ein Zertifikat hergestellt von der Zusatzpension, von der Lalux. Die Donnen hat das System noch erkannt und hat dran gesagt, was das letzte bezahlt wird, und dran gesagt, wie die Kontrakt umgegangen ist, wie die Kontrakt abhält. Also schon die Sachen, die da für die Steuererklärung gebraucht werden. Hier nur eben noch ein Logement, dans Liberalité, also weiter. Wir hatten für drun den Zertifikat gesehen von einer französischen Bank, den das System nicht erkannt hat, weil die eben nicht kein automatisch ausgelesen gehen. Bei dem Moment setzt er die einfach manuell bei. Zum Beispiel das war eine Assurance, ajouter des Primes, die geht nicht die Zertifikat sichern, das war den Haien, Doppelklick, Speicher denke ja. Und da sieht er hier direkt das Zertifikat drin an, du hast eben einen Teil für eine Assurance bezahlt gehen. 143,10 €. Die fällt einfach an. Die sucht nach hier, von welcher Bank das war der Credit Mutuel.
an da werdet. Einfach speichern, weitergehen. Die kommt dann noch bei einer Sache wie zum Beispiel Fredomesticité, also wenn du Krächefräen hat oder eng Botzelle du hem, dem Moment könnt ihr die ganz einfach nach beisetzen, respektiv wann dafür du beim Autoscan so ein Dokument gelöst hat, dann taucht der Teil eben noch dem Moment schon auf. Die Werke sind wir heute, du hast einen rote Punkt am Menü, das weil hier etwas Wichtiges fehlt, und zwar ist das der Kontosnummer. Die Kontosnummer, die Steuerverwaltung braucht, von der Steuern zurückkriegt, für die dann dem Moment hier, für das sie wissen, wo sie das Geld hinüberweisen. Dann zweitletzte Zeit, Pièce jointe, du fandest also schnell alle die Dokumente, die du hochgeladen hast. Dann gucken, ob du irgendwo etwas fehlt. Und dann kommt da auch schon bei den Autocheck. Den Autocheck, den hat von den roten Punkten geschwärzt. Du kannst nicht resümiert, was unserer Meinung nun alles fehlt oder was falsch ist. Hat für du gesagt, Numero Dossier, die gibt nicht das Modell, also die werden nicht so abgebaut, wie normalerweise Numero Dossier sind. Da sieht da hin, respektive hier sehen wir auch, dass wir gerade gesehen haben, dass Kontosnummer fehlt. Also könnt ihr hier direkt hinsprangen, an die dann dem Moment auch umgehen, und da verschwindet auch den roten Punkt hier am Autocheck. Da kommt op die allerletzte Zeit, du kriegst also schon bist du als ganz gratis, Simulation als gratis, du rechnen das systemisch aus, wer der dann zurückkriegt oder wer der muss no bezahlen. Die Monten, die stimmen op das Hand genau, wann die Dokumente, die dir an der Steuererklärung umgehen, dann noch die Valeuren, die Monten, all gut so von der Steuerverwaltung überholt gehen. Bist du wie gesagt als gratis, und dann haben wir sech 3 Packagen. Mit dem ersten Package, das ist der Standard, das einfach mal gerade gemacht, und für 50 € könnt ihr die fertig ausgefüllte Steuererklärung im draufladen, mit den Donnerien, die du dran stehen. Dann haben wir den Package, den man nennt Plus, das ist für 8 €. Du hast so, dass als Experten alles durchgucken, ob wirklich alles korrekt ist in ihrer Steuererklärung. Und was wir auch können machen, ist, weil dem Monto nicht gibt, also de Kont von der Steuerverwaltung net dieselbe Monto gi rauskommen, da könnt ihr als den Dekont checken, mir gucken, wo die differenziert könnt. An sollte den zum Beispiel ein Nublisi von der Steuerverwaltung wert leider Gott 2 könnt, dann schreiben wir auch ein Brief, wo der dann noch Rekur könnt machen, für das dann eben zu beanstanden. Und lächt Offer dem hun der Premium, der ist für 120 €. Du kontrollieren wir eine Steuererklärung. Wir können nicht du noch den Dekont kontrollieren. Und du hast noch einen Videocall dabei von einer halben Stunde, wenn das gebraucht wird, für eben über die Situation zu gucken. Das wird ganz viel benutzt von Leuten, die die Situation ändert, die älter gehen, die bestört gehen, Experten, die plötzlich kommen, keine Ahnung, wie das Steuersystem funktioniert, die können in dem Moment beim Premium eben noch den Videocall buchen, für du eben mehr gewürzt zu gehen. Dann für zu bezahlen, ganz normal, so wie auf alle Website, könnt ihr das über mit der Kreditkarte machen. Soll da keine Kreditkarte tun, das normal gut, könnt ihr uns auch kontaktieren, da schickt mich eine manuelle Rechnung für zu überweisen. Mehr normalerweise geht das mit 2-3 Klicken hier, ganz einfach über die Kreditkarte. Wenn er bezahlt tut, dann kommt er sich auf dieses Screen, und da hat er dann Access auf Steuererklärung selber. In diesem Fall hier wird das Formular 100, enke könnt ihr die raufladen mit allen Daten, die ausgefüllt gesehen, der nächsten, an der nächsten PDF mit all den Zertifikaten, die der hochgeladen hat, aber auch Berechnung, die Tax X gemacht wird. Wenn irgendetwas berechnet gehen ist, das mal an der nächsten Seite, wo man dann dem Steuerbeamte können weisen, wie das berechnet gehen ist. Aber wenn der just noch 163 reicht, dann könnt ihr den noch einen raufladen. Normalerweise guckt das System automatisch, was gebraucht wird. Ihr ladet da drauf. Ihr könnt dann entweder die Steuererklärung auf die Gische hochladen oder ihr print sie aus und schreibt sie, schickt sie einfach bei ein Steuerbüro, die noch automatisch von euch ausgewählt wird, in Funktion von wo da wohnt. Das war die für die Steuererklärung. Wenn ihr wollt wissen, wie ihr könnt Steuern sparen, dann seht ihr auch hier oben direkt an diesem Beispiel, hier könnt ihr bis zu 4.821 € Steuern sparen. Wenn ihr dann auf On Savoir Plus klickt, dann seht ihr, wie das möglich ist. Und zwar hat er direkt, was wir ausrechnen, was wir Opti-Score genannt haben. Das ist ein Score von 0 bis 100. 0 ist ganz einfach, dass gut nicht aufgesetzt wird auf der Steuererklärung. Und 100 ist, dass er evaluierbare Plafond sieht. Wie dass es verschiedene Plafonds gibt, wie Assuranzen, Zusatzpensionen, also weiter. Als der Teilten sich berechnen wir, ich sehe Blick, ob ein Potenzial ist.
Dann huet verschiedene Videoen überall, wo der kurz erklärt wird an enger 2 Minuten weil es geht, wie ihr besteuern könnt spüren. Und da sieht ein bisschen Detail von ihrer Situation. Mir hat für ein Beispiel eng Zusatzpension von der Luxage geladen. Et war ein Koppel sich hätten sie zwei Ketten se machen an die Koppel die kennt eben wann sie diesem Moment bei der Zusatzpension Optisko 50 der Tisch nach einkehr doppelt viel potenziell Firmen Apps aufzusetzen. Wann du méi wilt klickt der Drop, da sieht der krit ein bisschen erklärt wat eng Zusatzpension ass, du do Video, wo man ich an 2 Minuten im Detail erklären, wie dat funktioniert. Und da könnt der Reier sech eng Zucht Simulator, wo der so okay, mir kennt noch bis zu 3.200 € zusätzlich aufsetzen, wir kennen dummer der 1366 € Steuer spuren. Das sind 266 € im Monat. Ich will vielleicht 100 € im Monat so eng Zusatzpension investieren. Und da sieht direkt wie viel Steuern dass dem Moment mat so spuren. Da können entweder direkt online so Kontrakt bei aufrufen. Wir schaffen mit der Lux zusammen, wir können den Kontrakt dafür bereden. Du brauchst mir a priori juste Informationen finde ich an eng Foto von ihrer Kartidentität. Oder wann der unsicher sieht, kann der Rendezvous mal denken von unserer Equipe holen. Mir ruft nicht kurz an, da beschwätzt man eher Möglichkeiten. Dasselbe tut auch für die Assuranzen. Die Familie hat keine enge Assurance aufgesetzt, dafür sind wir beim Optisko von 0. Wenn sie aber auf der Plattform gehen, dann können sie 1150 € Steuer spüren. Und dasselbe machen wir für den Bausparvertrag. Aber wie gesagt, wenn ihr dann mehr Informationen dazu wollt, dann könnt ihr die bei uns aufrufen. Wir sind den heute 1. Dezember, das ist auch noch nicht zu spät für 2023 die Steuersituation noch zu optimieren. Also wenn ihr da so, Moment vom Jahr, ich will noch gerne für 2023 ganz sehr eine Zusatzpension zum Beispiel, kontaktiert euch ruhig, wir können den Kontrakt nach 4 bereden und da könnt ihr schon 2023 von dem Avantage eben profitieren, und schon 2023 Männer Steuern bezahlen. Voilà, das war sehr ein Überblick, wie Tax6.lu funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr froh habt, wenn ihr ein Problem beginnt, dann kontaktiert als Equipe eben per Chat oder per E-Mail auf help@tax6.lu. Respektiv guckt euch selber küren, wo wir auch ganz viele Artikel haben, wo ihr mehr Informationen dazu findet. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen beigelehrt. Vielmals merci.